Hallo, ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Outlast 2 auf Pelzig. Ja, jetzt sind wir hier wieder gelandet, nachdem die furchtbar Schule vorbei war. Und ich weiß es nicht so richtig, wo wir jetzt lang müssen. Mich hat es auch gerade mal hingejuckt. Jetzt müssen wir irgendwo einen Weg finden, wo wir rauskommen. Wir haben auf jeden Fall den schönen Rolltisch hier gekriegt. Aber die Frage ist halt, wohin mit dem? Vielleicht können wir... Ah ja, wir können ihn vielleicht benutzen, um dort drüber zu klettern. Ich glaube, großartig hier finden wir sonst auch nichts mehr. Nee. Dann nehmen wir doch das Ding. Schieben es doch gerade mal durch hier. Und probieren wir unser Glück. Verband kann ich aber nicht nehmen. Oh, ich hasse es. Ich hasse es, hier zu sein. Ich hasse euch alle. Verreckt doch in der Hölle. Oh, Mann. Oh. Das ist ja echt wieder furchtbar hier. Es kreischt wieder, dann renne ich. Wenn es kreischt, dann renne ich mal lieber. Aber weißt du nie. Kann ich wieder durchschlüpfen? Ja, durch mit dir. Blakey. Und dann, Quatsch, hier kann ich ja normal durch, oder? Ja, da hat's doch gedrückt, Mann. Alter, was die für Geräusche machen, die Freaks. Auch wieder zu dem Scheiß. Alter, was gibt's denn so saublöd zu lachen, du Affekopf? Oh Gott. Was passiert denn jetzt? Gott, oh Gott, oh Gott, ich reagiere gerade nur mechanisch. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Ach du! Das ist schon viel zu nah grad. Das Gekrisch. Oh, nein! Oh Gott! Alter, was gibt's da so saublöd zu kreischen und zu lachen, du Freak? Das war blöd. Ich habe das auf nichts gebracht. Ja, komm, bring's zu End. Ich glaube, wenn mich das lang genug macht, finde ich das auch nicht mehr schlimm. Aber so auf der ersten Blick ist dieses Gekrisch schon ziemlich eklig. Ja, dann machen wir mal weiter. Praktisch ist an der Sache definitiv, dass die Batterien immer geladen sind. Ich weiß aber nicht, wo lang, Mensch. Ja, du kannst kreischen so viel wie du willst, du Arsch. Schluck Wasser drauf. Dann schnurrt der A noch. Geht's noch? Schlachtet mich hier noch alle Regeln der Kunst ab und dann schnurrt der A noch, der Drecksack. Masochismus und so, ne? Wo jetzt? Ah, hier! Hier war's. Okay. Das ist nochmal wieder der glorreiche Weg. Ich bin hier so ein guter Pfadfinder. Finde hier immer sofort den Weg. Ja, dann rennen wir hier drüber. Ich glaube, die schleichen da auch nicht drüber. Dann hier vielleicht. Ah ja. Alter, und ich höre die total dicht wieder an, der Trag. Uiuiui. Ach nee, nicht schon wieder bei der Jessica und beim Para oder was? Oder beim Dämon. Oh oh, Dämon. Mann. Oh, jetzt rennt er aber wie Sau. Seit wann hast du so eilig, Blake? Oh. Ich gehe einfach mal in so Klokabinen rein. Kriegst mich nicht. Oh oh. Oh oh. Ah, ich liebe sie auch, Herr
Entschuldigung. Deswegen ist es FSK 18. Ja. Manometer. Okay. Na dann, Blakey Boy, gib ihm. Da kommt wieder ein gruseliges Lied. Ich sollte mich vielleicht in einer anderen Kabine oder so verstecken. Ich weiß es nicht, wo hier. Machen wir mal hier zu. Dann gehen wir mal in die Kabine vielleicht rein. Vielleicht kommt da... Nein! Geh doch rein! Geh doch rein, du Dappers. Jetzt kommt er wieder rein. Alter. Oh, Mann. Darauf bin ich angekommen, dass ich da durchklettern, kriechen kann. There's a Father up above, and He's looking down in love. So be careful, little mouth, what you say. War's das? Okay, das war's. Ich glaube, wir hätten. Oh Mann! Verdammt, wo lang, wo lang, wo lang? Scheiße. Da ist alles zugegüllt. Dann muss ich wahrscheinlich hier den Flur entlang rennen. Oh, und dieses Kinderschänderlied dazu. Ah, jetzt kann... Ui, hi Jessica. Okay. Hier lang wahrscheinlich. You're not evil, Blake. Just confused. Ja, ich bin sehr verwirrt durchaus. Ich hätte auch mal ganz gern Aufklärung. Du musst dich nicht verstecken, okay? Huch, wer bist denn du? Oh, ein Mensch. Hi, lass mich dir helfen. Nee, danke. Okay. Ist der Mensch noch da? Ich glaube, das war ein Pache, oder? Dann muss ich mal nochmal in der Aufnahme angucken später. Aber ich glaube, ein halbglatzische Paare mit Feuermal auf der Glatz gesehen zu haben. Feuermal übrigens, das ist was Argebo oder ein Leverfleck kann es auch gewesen sein. Aber ich glaube, es sah wie ein Feuermal aus. Das haben manche Leute von Geburt an. Also Feuermaler sind sowieso von Geburt an. Die sehen dann so dunkelrot aus. Und die sind wie ihr Muttermal, aber sehen halt wie eingebrannt aus, die Dinger. Was ist das jetzt? I'll never let you go. Ich werde dich niemals gehen lassen. Das ist natürlich sehr ermutigend, wie ich finde. Wow. Also ich glaube doch, der Typ, der Paare der Max Seehand, das könnte der Mörder von der Jessica sein und eventuell auch ihren Schänder. Eine katholische Privatschule für Kinder wundert mich gar nichts mehr in der Hinsicht. Kann ich da nicht hier? Ah doch, aber da kann ich wahrscheinlich nur so hier. Und, ja. Kann ich da nicht entlang? Kann ich da nicht raus? In den Blutträger? Doch, natürlich kann ich das. Um über die Kante zu schauen. Will ich das? Will ich über die Kante schauen? Ah, nee, das ist sowieso nur verriegelt. Manometer. Hässliche Peter. Das war jetzt mal nicht aus der Simpsons. Das war, musikalische Umsetzung, die mal jemand gemacht hat zum Stephen King Lied, was bei der Dunkle Turm-Reihe vorkommt, der Komala, das sogenannte. Da hat es irgendjemand auch mal musikalisch versucht zu interpretieren und hat dann die Melodie darauf gemacht, dieses Komala, na 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 na. Der genaue Text weiß ich jetzt auch nicht mehr. Aber ja, war auch ganz schön. Stephen King macht ja sowieso immer sehr viele musikalische Sachen auch mit rein. Dem gehört ja auch ein Musiksender. Oder mehrere Musiksender gehören ihm sogar, glaube ich. Okay. So, Reischiele. Was ist da passiert? Was ist da los? Hi. Ein paar Ketzer da? Zufällig? Ich hoffe nicht. Ich habe nämlich keinen Bock auf euch, Jungs. Okay. Na gut.
Ich habe auch schon ewig keine Batterie mehr gefunden. Hab leider auch ewig keine Batterie mehr gefunden. Das fuchst mich auch so ein bisschen, die Sache. Ach ja, ach ja. Aber ich habe eine positive Nachricht für euch. Die Hälfte von der Episode ist wieder rum. Wobei das für euch wahrscheinlich keine positive Nachricht ist, aber für mich definitiv wieder. Ich meine, ich finde das Spiel echt affengeil. Aber, ja, Stimmung und so, ne? Ja, wo geht's dann hier jetzt lang? Oh, ich mal wieder einen Weg finde. Scheiße. Jetzt juckt's wieder. So. Wo geht's dann lang? Wenn man das abreiße, hier das Zeug. Das geht nicht. Ach ja. Hiermit kann ich interagieren. Okay. Okay. Ah, da ist eine Batterie. Die nehme ich gern. Das ist, glaube ich, so ziemlich das Einzigste, was ich in Templegate gern nehme. Dann können wir wahrscheinlich hier in der Förderschacht rein. Na, wieder voll aufs taube Gestein drauf. Bäh. Wo lang? Boah, ich habe schon den Messerschwung gehört an meine Klöte. Er hat oft so ein widerwärtiges Geräusch zu machen, du Scheißtyp. Oh Mann, ihr klingen aber echt immer widerwärtig, ihr Jungs. Ja, Blake, du musst auch ein bisschen was davor machen, dass du hier überleben kannst. Von nix kommt nix, mein Lieber. Jetzt aber bitte nicht nochmal in der Schule, sonst krieg ich die Krise. Okay, speichert. Na also, geht doch. Ja, da kommen die bestimmt nicht durch. Sehr gut gemacht. Sehr schön. Da kommen die sicher nicht durch. Da könnt ihr pumpen, so viel ihr wollt. Ich stelle mich zur Not drauf, Jungs. Dann die Sache, die neu errungene Batterie, die nehme ich da gerade. Ja, da könnt ihr bollern, so viel ihr wollt. Durch den Stahl kommt ihr bestimmt nicht. Ja. Okay, ich hoffe, hier gibt es noch irgendwas Nettes für mich. Ja, Verbände. Mit Verbände werden wir jetzt verwöhnt plötzlich. Mit Verbände werden wir jetzt wirklich plötzlich verwöhnt. Aber, ja, die brauchen wir nicht. Definitiv nicht. Das habe ich mal ausnahmsweise ohne Probleme überstanden. Dann rufen wir doch einfach mal den Fahrstuhl. Es kommt, okay. So, dann können wir endlich mal in die Mine runter mit dem Fahrstuhl, die Sache. Und dann gucken wir mal. Speichert. Ach nee, scheiße! Oh, fuck! Okay, zum Glück ist wenigstens hier auf. Scheiße. Wo gehe ich lang? Wo gehe ich lang? Damit man mich nicht gut sehen kann. Mann, das ist eine sehr musikalische Trias, die ich heute aufnehme. Ich mache ja immer nur so 3 Episoden und fange maximal noch mit der 4. an. Verändert. Aber heute ist es sehr musikalisch, muss ich sagen. Ah, ich hab's jetzt einmal umrundet. Oder? Oh, jetzt keucht er wieder wie eine Sau. Jetzt, es geht um Leben und Tod, Mann. Oh, nee, da ist schon einer. Die paar Sekunden, die kann ich jetzt auch noch aushalten. Jetzt rennen, es geht um Leben und Tod, Blake. Zum Glück Filmsequenz. Wow. Okay, das war's dann. Aber wirklich, der Typ, der hat irgendwie nur für 2 Sekunden Atem. Das kann's doch auch nicht sein. Wenn es um Leben und Tod geht, doch renne ich doch und scheiß doch drauf, ob es jetzt gerade in der Lunge brennt. Ja. Lynn. Ja. War grad Sarah. Also die Jessica kann nicht mehr retten, außer du kannst Erhängte wieder beleben. 80 Fuß. Jetzt bin ich mal gespannt, wie tief die Mine hier runter geht. Natürlich. Oh. 440 Fuß. Müssen wir doch raus, oder? Denn wir krachen nur weiter runter.
800 Fuß. 800 Fuß tief sind wir schon. Müssen wir da jetzt irgendwo, oder? Da sieht's doch gut aus, oder? Ich glaube, da können wir durch. Die Prellungen, die gehen auch vorbei. Oh oh. Ich glaube, mit dem kommen wir nicht mehr hoch. Trophäe erhalten in Silber Sancti Sepulchri. Des Heiligen Grabes. Manometer. Ja, das ist mal des Heiligen Grabes. Oder das Grab des Heiligen. Ne, des Heiligen Grabes eigentlich. Sancti Sepulchri, beides im Genitiv. Des Heiligen Grabes. Und man kann es da wahrscheinlich übersetzen mit das Grab des Heiligen. Aber Latein, Spezies unter euch, gebt mir doch mal bitte Bescheid. Aber ich glaube... Ja, okay. Sancti Sepulchri heißt einfach nur das Heiligen Grab. Oder das Grab des Heiligen. Des Heiligen Grabes. So rum. Huiuiuiui. Genauso wie des toten Mannes Kiste. Das hätte ich eigentlich auch schön gefunden hier als Belohnungstrophäe des toten Mannes Kiste. Mann, 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 Mann. Aber in mancher Ausgabe von der Schatzinsel bezeichnen die das auch als des toten Mannes Truhe. Das finde ich aber nicht so schön, um ehrlich zu sein. Dead Man's Chest. Eigentlich nur des toten Manns Kiste. Finde ich sehr viel schöner, um ehrlich zu sein. Oh, da babbeln welche. Da babbeln wieder irgendwelche Knaber. Das gefällt mir gar nicht. Warum sind die in 800 Fuß Tiefe, die Idioten? Warum? Muss dann das sein? Habt ihr nichts Besseres zu tun, als in 800 Fuß... in 800 Fuß Tiefe rumzukriechen? Und dann bebt auch noch die Erde, natürlich. Und wisst was? Wir steigen jetzt auch noch dem Freak hinterher. Genau, das ist das Klügste. Da haben wir nämlich zumindest mal die Horrorpassage hinter uns, denke ich. Wenn der Typi da noch... Huch, wo ist denn der jetzt hier? Hat er sich in die Spalte verkrochen oder ist er da runter? Es könnte sein, dass er da runtergesprungen ist. Was haben wir dann da noch? Okay, wieder so Knote-Evangelium. Trophäe erhalten in Silber Bibelarbeit. Wahrscheinlich, weil ich so und so viel Evangelien gefunden habe. Gerade mal gucken. Abstieg hieß das. Das mag ich mal jetzt auch noch angucken. Trapped. I was never gonna get out. Now I knew it. At least I'd be there with her. Ja, toll. Dann lesen wir nochmal Knots Evangelium vor. Kapitel 11. Die Frucht der Zerstörung wird im faulen Leib der Märtyrermutter reifen. Das spinnenäugige Lamm bringt das Schicksal der niederen Huren, selbst zur höchsten, die auf vielen Wässern sitzt. Aus Ezekiels Nation sei der Feind geboren. Und die Frevler werden enthüllt, und der Herr wird sie verschlingen mit dem Geist seines Mundes und wird das Licht seines Kommens zerstören. Selbst ihn, dessen Kommen Werk Satans ist, mit allen Kräften und Zeichen und Lügenwunder, und mit all der Täuschbarkeit, der Unredlichkeit vergehen sie, denn sie erhielten nicht die Liebe der Wahrheit, die sie hätte retten können. Und daher schickt Gott ihnen starke Illusionen, dass sie eine Lüge glauben sollen, dass jene, die die Wahrheit nicht glauben, verdammt seien, doch Freude in Unendlichkeit finden. Und Ezekiel sprach seinen Hebammen und seinen Jägern: Ihr seid der Rabe, und ich bin der Wolf, der euch fressen lässt, wenn ihr mich zur Beute führt. Denn Gott sprach, das Fleisch der Bestie sei euer, nur im Opfer an mich, so auch das Fleisch eurer Kinder. Scheint ein netter Bursche zu sein, aber das wissen wir ja schon ein bisschen länger, dass das ein ganz netter Bursche ist. Und dann können wir, glaube ich, noch in die andere Richtung gehen, wenn das eh nicht der Weg war. Ich habe mir jetzt gedacht, komm, wir steigen den Typ mal hinterher. Oh shit! Man! Sie schreit auch Blake. Okay, sie ist in der Nähe. Müssen wir da durchtauchen? Ja, cool. Lynn scheint mal in der Nähe zu sein. Er taucht doch wieder auf, Blake. So. Oh, okay. Ich konnte gar nicht vorher auftauchen.
Okay, also Lynn ist in der Nähe. Und, jetzt sage ich ihr, liebe Leute, wir suchen doch gerade in der nächsten Episode noch ihr in 800 Fuß Tiefe bei der nächsten Episode von Let's Play Outlast 2 auf Pelzig. Also machen's gut, ihr liebe Leute, und bis morgen dann, wenn wir dort die Leder runterklettern, dann sehen wir uns wieder morgen. Also machen's gut, ihr liebe Leute. Okay, es folgt uns keiner. Ayan Yankee.